Herr Vizepräsident der malischen Nationalversammlung, Herr Assarid Abdel Merkaba, sehr geehrte Frau Siré Jakite, ehemalige Botschafterin von Mali in der Bundesrepublik Deutschland, sehr geehrter Herr Koné, zurzeit beschäftigt in der Botschaft von Mali in Paris. Dr Helmut Schmidt, consul honoraire du Mali à Munich. Sehr geehrter Herr Schmidt, Honorarkonsul von Mali in München. Messieurs les présidents d'honneur du Conseil des Maliens de l'Allemagne. Monsieur professeur Ismaël Mega, sociologue, directeur du Centre d'études de langue et des civilisations africaines de l'Université de Paris 8. Ich begrüße auch Herrn Professor Dr. Ismail Meiger, who is Entschuldigung, das ist Englisch, Französisch und Deutsch für Michel, who is a Forscher, der ist ein Forscher an der Universität von Paris. Madame Joséphine Dilario, conservatrice et restauratrice de patrimoine, conservatrice des mosquées de Djenné et de Tombouctou. Elle est là, qui est M. Ousmane Kouta. Joséphine. Sehr geehrte Merci toutes et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué pour que nous puissions être là aujourd'hui. Ich danke allen, die uns geholfen haben, damit wir diese Veranstaltung zustande gebracht haben. En début de nos moyens financiers précaires et limités, ils ont cru à nous et nous ont soutenus. Trotz unserer begrenzten finanziellen Mittel haben sie an uns geglaubt und auch uns unterstützt. Nous tenons à remercier solennellement son honorable Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale du Mali. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Vizepräsidenten der malischen Nationalversammlung. Et tous ceux qui ont quitté leur famille en cette période de Tabaski. Wir danken auch allen, vor allem die muslimischen Teilnehmer hier, die eben trotz des Festes Tabaski, das vielleicht wissen die meisten davon, wir danken Ihnen, dass Sie Ihre Familie verlassen haben, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Et après 52 ans de simulacre d'indépendance, notre pays vit actuellement un tournant décisif de son histoire. Nach 52 Jahren Unabhängigkeit ist Mali in einer sehr Par les soldats déserteurs et de l'extérieur par plusieurs groupes armés aux identités changeantes, la psychose générale a gagné le rang de nos troupes pour pallier aux pertes et continuer le combat. Les autorités politiques et militaires de l'époque ont opté une stratégie de Dorobant, aussi appelée un repli stratégique. Sie wissen, dass die Armee von Mali wird von verschiedenen Seiten attackiert, angegriffen, von innen als auch von außen, sehr überrascht worden, zumal es immer wieder in der Presse hieß, dass die malische Demokratie eine Beispielsdemokratie in Afrika ist. Und man hat sich natürlich sehr geschämt, dass sowas passiert ist, dass die Demokratie plötzlich unterbrochen wurde. Mais on ne pouvait pas imaginer que le pire est à venir. La violation de l'intégrité du territoire de notre chère patrie, suivie de sa répartition. Man wusste nicht, was alles kommt. Es ist dann zum Schlimmsten gekommen, dass Mali zweigeteilt wurde und eben die Situation immer komplizierter wurde. Depuis lors, la partie nord du Mali est abandonnée à son propre destin, entre les mains des bandits armés, qui sont aujourd'hui les maîtres incontestés des villes comme Tombouctou, Gao, Kidal. Ils infligent aux populations innocentes des pires exactions au nord du Mali. Les bandits détruisent les maisons, ravagent les symboles physiques, culturels, mutilent et tuent les hommes dans le but explicite de manifester que rien ne peut les empêcher de nuire. So, ich kann leider all diese Sachen nicht übersetzen, aber ich versuche mal zu resümieren. Es ist für alle Leute, die sehr interessiert sind an Mali, die auch Zeitungen lesen und Radios und Medien hören und gucken und sehen,
dass die Gruppen, die jetzt in Mali herrschen, praktisch ihre Gesetze durchsetzen und alles Mögliche an menschenverachtenden Aktionen unternehmen, wie Hände oder so Arme abschneiden, wie die sogenannten oder vermutete Diebe und auch Frauen Gewalt antun, zum Teil sogar vergewaltigen und all diese Sachen, die wollten dadurch und die haben auch kulturelle Güter von Mali oder anerkannte kulturelle Güter in Mali zerstört. Das alles um zu zeigen, dass sie die Herren im Lande dort sind und die Herren im Hause dort sind. Au moment où les occupants continuent à oppresser les peuples du Nord et l'armée malienne dans sa retraite forcée demeure quoi? Ce silence nu oblige ainsi les Maliens à se demander si l'armée existe encore au Mali. Notre devoir n'est pas de critiquer uniquement l'armée, mais de lui rappeler sans arrêt son serment de protection du pays et de ses habitants, sans aucune distinction de race ou d'appartenance ethnique. Honorable Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, angesichts von all diesen Sachen, die dort passieren, fragt sich jeder Malier, ob die Armee überhaupt noch existiert. Es ist zu wünschen, dass man nicht nur Kritiken ausübt, sondern die Armee daran erinnert, was sie zu tun hat. Und zwar die Bevölkerung zu schützen, unabhängig von der Zugehörigkeit von dieser Bevölkerung, ob sie schwarz, weiß oder der und der andere Meinung ist, oder unabhängig auch von der Religion, von der Konfession. Das ist die Aufgabe der Armee in Mali zurzeit. Chéri, honorable Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, Monsieur le représentant de l'ambassade du Mali à Berlin, je dis et je répète, chaque Malien ici dans la salle est un réserviste. Nous dénonçons avec éminence ce faux débat autour de fonctions de l'armée au Mali, car nous savons sans aucun doute que la place des militaires est dans les casernes et non dans l'arène politique. Ce faux débat des politiciens maliens cache l'impuissance des protagonistes qui voudraient se conforter dans leur rôle sans faire avancer le débat. Force est de constater que ce faux débat éloigne le Mali d'un accord souhaitable et de consensus désirable. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs. Ich versuche nochmal zu resümieren, was der Kollege gesagt hat. Er bedauert sehr, dass in Mali viele Diskussionen stattfinden, ohne dass ein Konsens über was zu machen ist gefunden wird. Das ist alles, was er so sagt. Er hat sehr viel gesprochen. Ich kann nicht alles wirklich übersetzen. Bitte stopp zu machen, damit ich übersetze. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et essayer de corriger. So, es ist nicht zu spät, seine Fehler zu erkennen und dann auch zu versuchen, sie zu korrigieren. Nous, les Maliens de la diaspora en général et les Maliens de l'Allemagne en particulier, implorons les politiciens, l'armée nationale, la société civile et chacun d'entre nous, même ne serait qu'une fois d'oublier nos rancunes, nos différends, nos préjugés et surtout nos intérêts personnels. Wir Malier im Ausland bitten alle in Mali, sei es die Regierung, die Armee, die zivile Bevölkerung, die zivile Organisationen, dass sie ihre Unterschiede vergessen und versuchen, auf das Wesentliche zurückzukommen. Notre mère patrie est en danger. Ne laissons pas nos sentiments pro- ou anti-putsch se transformer en anti-Mali. Unser Vaterland ist in Gefahr und wir wünschen, dass eben diese Gefahr nicht in ihrer ganzen Bedeutung erkannt wird und nur diskutiert wird. Rappelons-nous surtout, quels qu'en soient nos actes à son égard, l'histoire retiendra pour toujours. So, wir müssen nur immer im Bewusstsein festhalten, dass die Geschichte auf jeden Fall ihre Jugement, ihre
Urteil fällen wird. La création d'un État indépendant ne correspond pas aux attentes de toutes les populations du Nord, même Touareg, mais comme beaucoup des zones du Mali, le Nord aspire également à un développement social, culturel et politique. Es ist hier zu betonen, dass der Norden von Mali, man geht ja davon aus, in vielen Diskussionen, dass es ein großer Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden ist. Das ist, was ich persönlich dazu füge, um das Thema einzuführen. Und im Norden wird verlangt, dass die Entwicklung im Süden nachgeholt wird, dort im Norden auch. Honorable, International überall informieren über die Lage in Mali. nous, Maliens de l'Allemagne, notre éternelle reconnaissance aux sublimes héros qui, pour la défense de notre chère patrie, le Mali immortel, ont donné leur sang, leur existence dans les combats d'Agalhok et ont écrit une page de notre histoire nationale. Hier im Ausland, wir Malier im Ausland, wir denken sehr oder wir danken sehr all den Leuten, die im Norden von Mali gekämpft haben und ihr Blut dort gegossen haben für das Vaterland. À leur mémoire, s'il vous plaît, nous vous demandons une minute de silence. Ich bitte um eine Gedenkminute für diese Leute. Ich danke Ihnen. Chères sœurs, chers frères, amis du Mali, saisissons chaque opportunité, chaque occasion et acceptons-nous tous les moyens et tous les sacrifices qui permettront de sauver ce beau pays qui est le nôtre et qui nous est très cher. Soyons toutes et tous seulement et uniquement pro-Mali, un Mali unifié, fort et solidaire. Liebe Schwestern und liebe Brüder, wir müssen jede Gelegenheit ergreifen, um unser Land zu unterstützen. Vive le Mali, Es lebe Mali, vive l'unité africaine, es lebe die afrikanische Einheit, vive la coopération germano-malienne. es Je vous lebe. remercie. Das brauche ich nicht mehr zu übersetzen.